Wir haben schon 10 Treffer aus 4 Würfen. Drunter und drüber, dahin, Chrissy. Denke schon ganz Wie wär's hier? Jetzt gibt das Kommando. Auf die Plätze! Fertig! Los! Nein! Fertig! Los! Geht los! Bei diesem Trainingskampf alle Sieger. Ist das richtig? Ja. Alle sind Sieger. Außer Moritz. Ich möchte auch mich bedanken bei unseren Stadtmusikanten, dass Ja, die du gekommen warst sind. letzter. Ich weiß Bemerkt, nicht bemerkt. So, nochmal nicht bemerkt. Nochmal Dankeschön. Wir sind durch. Und vielleicht sehen wir uns nächste Woche. Einige machen das wieder mit. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht nicht dieses Jahr, sondern irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, je nachdem. Und jetzt noch die Stadtmusikanten wollten was sagen. Hört ihr zu. Genau. Einmal noch eine kurze Aufmerksamkeit für die Bremer Stadtmusikanten. Bei der Siegerehrung ist es so, da werden Fahnen hochgezogen, das haben wir heute nicht gemacht. Heute ist es eine spezielle Siegerehrung bei Rot-Weiß. Heute gibt es etwas für alle gemeinsam, wo ihr sicherlich auch schon vielleicht drauf gewartet habt. Auch wir haben für alle noch etwas mitgebracht. Aber wir wollen noch mal eben kurz zu der Geschichte kommen, weil ich spüre schon die Frage, hier können wir auch übereinander. Deswegen wollen wir ganz gerne in kurz unsere Geschichte erzählen. Und wie jedes Märchen, so beginnt auch dieses Märchen mit den Worten es. Ihr lest sehr viel, das freut mich sehr. Es war einmal in Norddeutschland an einem etwas nicht ganz so warmen Tag wie heute. Am Weidesrand befand sich eine Mühle und in dieser Mühle habe ich gearbeitet. Tag ein, Tag aus habe ich nun die schweren Säcke von der Mühle zum Speicher geschleppt und zurück. Da ich ja noch nicht mehr der Jüngste war, habe ich ab und an mal meine Pause gemacht. Leider reichte sie nicht immer zum Tennisspielen, weil da kam mein Müller immer wieder und sagte, hör zu, du sollst hier kein Tennis spielen, du sollst mir die Säcke zur Mühle schleppen. Oh. Und so zog ich also immer wieder zwischen Mühle und Speicher hin und her. Jedoch eines Tages hatte ich wieder eine Pause gemacht und da war es passiert. Da kam mein Müller und da stellte er sich so vor mich hin und sagte, hör zu, wenn du die Säcke nicht in 5 Minuten zur Mühle geschleppt hast, ja dann sieh zu, von wem du dein Futter bekommst, von mir jedenfalls nicht mehr. Das fand ich voll gemein, oder? Ja! Und so habe ich dann beschlossen, in die Welt hinauszuziehen und mir mein Brot als Musikant zu verdienen. Denn etwas Besseres als den Tod findet man überall. Gesagt, getan, so war ich unterwegs und nach ein paar weiteren Tagesreisen kam mir aus der Ferne ein ganz gar griesgrämiger Patron entgegen, der sich wie folgt bemerkbar machte. Ein Applaus für den Hund, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Oskar der Esel. Wer bist du denn? Ich bin Benno. Ach, nun geh mir doch aus dem Weg, ich hab's eilig. Na. Was ist die denn für eine Laute? Das ist ein Kreuz, so weitermachen. Gehe ich gleich. Naja, was ihr sollt mit auseinander. Aus. Ihr nehmt euch an die Hunde und Katze. Und das hier für unseren Gästen, groß und klein, muss das sein? Ja. Ohne Probe. So, hör zu, was machst du überhaupt hier? Ja, weißt du, ich sehe nicht mehr sehr gut. Und das Mäusefangen klappt auch nicht mehr. Da hat sich meine Herrschaft einfach eine neue Katze zulegt. Und wir einen Vokal bewegen mehr zu tun. Ja, was? Das kenne ich. Das ist ein Moorhuhn. Nein, das ist eine Gans. Echt so bunt? So ein Quatsch, das ist eine Ente, das sieht man doch. Der Hals ist so bunt. Sehr verehrte Herrschaften, vor euch steht Lorenzo, der weltbester Hofrat. Also erzählen wir die Geschichte weiter. Wir waren es irgendwann leid, immer draußen zu schlafen und da sahen wir in der Ferne ein Licht. Dieses Licht gehörte zu
finsteren Räuberhütte. Dort lebten 4 ganz gar finstere Gesellen und furchtbare Tennisspieler, wie wir schnell herausfanden. Und nun wollten wir so gern in die Hütte hinein. Aber ich als Isel hatte überhaupt gar keinen Plan. Aber hatte Winifred eine folgenschwere Idee. Seht selbst. So kniete ich mich denn unter das Fenster der Räuberhütte. Ich komme. Dann folgte Benno. Dann Winifred. Bin oben. Und zu guter Letzt Lorenzo da oben. Komme. Bin schon oben. Und mit einem infernalischen Gebrüll. Wer von uns ein Autogramm haben möchte, jetzt hier nach vorne. Wir haben alles dabei. Aber meinen vielleicht hier den Oscar. Also nicht mit dem Bus. Das kommt gleich. R-I-K-E, Henrik E.